Also mir? Ha, super! Moin Kanner, a willkommen de Mitte mit mir heim am Greg am Theater bei dir an der Stuff. Wir werden heute zusammen Improvisationstheater spielen. Improvisationstheater, was ist das? Das ist ganz einfach. Wir machen aus dem Nichts, kreieren wir Personagen, Kleingeschichten, Kleinszenen, witzige Momente. Und heute werde ich mit dir zusammen, mit deren Eltern, mit deren Geschwistern, mit all den Leuten, die bei ihr daheim sind, oder mit all den Leuten daheim und mit den Leuten, mit den Kollegen bei sich daheim, werden wir zusammen so kleine Übungen machen. Ich werde euch helfen, vom Nichts etwas zu kreieren. Dafür muss da, wenn ihr guckt, bei mir ist schon hier ziemlich viel Platz. Okay, die braucht auch ziemlich viel Platz, weil wir werden uns bewegen, wir werden mit den Händen, mit den Armen, werden wir Bewegungen, wir werden tröppeln, wir werden sprangen, wir werden, das heißt, ihr müsst wirklich rundherum aufpassen, dass ihr nicht Futti macht und dass ihr nicht wehtut. Okay? Ich lasse erst 2 Minuten Zeit, ein paar Sekunden Zeit für zu gucken, ob alles okay ist, ob der Platz hat. Wenn ihr Geschwister dabei hat, auch wenn sie mit klein sind, Hölzer macht, wenn ihr Eltern da sind, Hölzer macht, für Mathe zu machen. Theater selbst, das möchten zusammen, das möchten mit der Familie, das möchten, wenn der Puppen hat, die das Publikum will, hineinlehnen, macht das ruhig. Die muss ich wohl spielen, die muss ich gut fühlen, für mit mir, damit die halbe Stunde ein bisschen zusammen zu spielen und Spaß zu haben. Okay? Wir fangen noch direkt an. Mit einer ersten Aufgabe, die ist ganz einfach. Die erste Aufgabe, die ich erst weisen, heißt Weißblatt. Weißblatt ist ganz einfach. Als wenn man eine Übung aufhängen, muss man immer schön ruhig durchstehen. Was heißt schön ruhig durchstehen? Das heißt, wir machen als 2 Füße auf den Boden, ein bisschen auseinander, als Arm langt der Körper, direkt riecht, nicht steif wie Potto, wir riecht, und dann bleiben wir da stehen. Okay? Das heißt, wenn ich so Weißblatt, steht er so dahinter. Okay, dass wir die Übung können aufhängen. Probiert das mal daheim. Weißblatt. Ist das okay? Klappt das? Ich habe etwas vergessen. Ich will immer gerne wissen, mit wem ich arbeite. Ja, ihr wisst, dass ich Greg heiße, schon der Stadt gesagt. Aber ich will auch gerne wissen, wie dir heißt. Das heißt, bei 3 hätte ich gerne, dass jeder daheim ganz hart seine Nummer ruft. Okay, so hart wie es geht, dass ich das bis in das Studio höre. Okay, seid ihr bereit? 1, 2, 3. Nicht so hart. Ich meine, wir sind bis ganz am Norden von Europa, ganz am Süden und die auch hören. Super. Ich bin enchanté, dich kennenzulernen. Jetzt können wir loslegen. So, die erste Übung, die wir machen, ist eine Übung, die immens wichtig ist. Wir müssen, wenn wir Impro-Theater machen, wenn wir Spielerischer machen, müssen wir den Körper wackrig machen. Die muss uns nämlich helfen, beim Spielen. Ja, und für das zu machen, ist eine ganz einfache Übung. Die geht so, ich meine, ich lasse ein bisschen Musik und dann bewegen wir uns. Wir tröppeln ein bisschen rundherum, wenn da nicht viel Platz ist, können wir auf der Platz selber tröppeln. Ja, das heißt, da können wir so. Oder guck mal, im Studio ist schon Platz, ich kann halt tröppeln. Ja, und währenddem wir tröppeln, werde ich ein paar Sachen suchen. Werde ich so probieren das, probieren das. Sollen wir das probieren? Allez, los geht's. Okay, ich hoffe, ihr hört Musik. Voilà, ganz relax. Wir fangen an. Ja, bewegen ein bisschen schneller. Voilà. Ja, wir sitzen viel. Ja, vom Arbeiten, mit der Joffe oder mit dem Schulmeister oder mit den Eltern. Mit der Bomi. Okay. So, dann probieren wir am Plafond Sachen zu fangen. Okay? Probieren wir. Wir strecken uns. Wir strecken uns. Wir greifen. Schön heiß. Geht das? Und dann innen. Wie wir innen, wie wir Blumen oder Champignons blicken. Schön raufgehen. Ein bisschen an Knien. Okay. So, oder lo probieren wir auf der Seite. Mit Zähnen sehen. Schön Zehen, schön fest. Okay. Dass wir am ganzen Körper schaffen. So, und an die andere Seite. Voilà, super. So, hallo, tröppeln wir ein bisschen. Ich tröppel auf der Platz. Wenn ihr Platz habt, tröppelt drauf rundherum. Links, rechts. Okay. So, machen wir das Knie ein bisschen mehr hoch.
Bisschen high, locker, mir so zu viel. Okay. Bisschen auf die Seiten. Voilà. Okay. So, da sind wir den Körper ein bisschen wackelig gemacht. Wir können uns noch ein bisschen drehen, ein bisschen den Kopf. So nehmen wir Musik etwas, wir gucken rechts. Wir gucken links. Wir gucken rechts. Wir gucken links. Voilà. Okay, machen Musik aus. So, das war die erste Übung. Einfach just für dran zu kommen, für zu sagen, okay, wir machen Theater zusammen, wir sind bereit. Okay, das zweite, was man muss warm machen, ist unser Kopf. Okay, weil dem muss es nämlich viel helfen während den Übungen, während der Spiele, für Ideen zu finden. Und da gibt es ganz einfach Tricks. Ich werde am Hintergrund eine kleine Musik laufen lassen. Das ist nicht durch die Musik, das ist just, dass wenn die Musik ist, da geht die Aufgabe an. Ja, da geht auch nicht durch, wenn ich die Übung machen, wenn ich nicht. Das ist einfach just für einen kleinen Top zu gehen, wenn ich die Übung an und wenn ich soll abhalten. Okay? So, die erste Übung ist ganz einfach. Wir probieren zusammen 10 Sachen zu finden zu einem Thema. Ein Thema kann vieles sein, zum Beispiel 10 Tiere oder 10 Farben. Okay? Ich gehe ja schon mal an den Top, wenn ich mir eine Idee sicher und schon dafür Kollegen mitbringen, ich weiß nicht stehen. Der Quacky. Okay? Der Quacky, das ist mein Kollege, den möchte mit mir Impro-Theater. Und dann kannst du von der Quack, könnt ihr eine Idee suchen. Ja, kann man probieren da. Ich mache Musik an, nicht zu hart. Voilà. Okay? Während der Musik machen wir die Übung. Aber da kann man sich schon zusammen. Komm, 10 Tiere. Seid ihr bereit? Allez, ich stehe. Schon die Idee Hund. Katz. Kaffeeschildchen. Wolf. Leif. Hamster. Himmelsdärchen. Lama. Noch ein. Schlangen. Okay, das war schon gut nicht so schlecht. Probieren wir das selber, ich hole aber ein Thema, das vielleicht ein bisschen schwer ist. Das ist nicht gerade so einfach wie Tiere, weil da kann man da viele schon mal ein Thema, das vielleicht ein bisschen schwer ist. Kann man probieren, das selber zu machen mit Ländern. Ja, wie viele Länder kennt ihr? Und dann machen wir das selber. Wir sitzen da zwischen 7 und 10 zusammen, just für das Gehirn los warm zu machen. Ja, dass die noch wackelig geht, dass die nun etwas denkt wie Rechnen und Deutsch. Dass die sich ein bisschen an Theatermodus setzen. Okay, seid ihr bereit? Also, Land. Lützeburg. Belsch. Deutschland. Frankreich. Geht ein bisschen weit sicher. Japan. Australien. China, Amerika, Dänemark, allez, kommt noch Lasten, Norwegen. Okay, so, voilà, das ist einfach just für das Gehirn ein bisschen zu starten, ein bisschen Kickstart zu gehen, dass die wackelig geht. Für alle Joffen und Schulmeister, die da gucken, das ist auch ganz flott Spiel, weil die kann machen am Anfang von den Verben oder wenn ihr Vokabular lernt, oder wenn ihr daheim muss, der Lernwörter, Adjektiven oder so lernen. Das ist ein gutes Exerzice zu machen, für es einfach zu wiederholen, ein Thema rauszusuchen und all die Sachen, die ihr kennt. Das ist ein kleiner Tipp von mir. Wenn man das selber mir just ein bisschen mehr schwer. Das heißt, wir machen so, ich sage erst ein Wort und ihr muss direkt ein Wort sagen, den erst dazu auffällt. Als Beispiel, ich sage erst Wort Auto, da fällt mir direkt an Pneu oder Brems oder Fuhren. Oder ich gehe erst Wort Sommer, da fällt mir direkt Wort an Glas. Okay?
Du hast du nicht. Ich sage nicht immer Wort, und die sollte mal eine Wort dran. Ich lehne den Quaki kurz dahin, die brauche ich schon nicht mehr. Ich will den noch ein zeigen. So, seid ihr bereit? Also, Pizza. Handy. Bösch. Wanta. Schule. Sport. Komm, nein, Wanta. Ha! Ich kann noch zweimal hören, muss ein anderes Wort finden. Ja. Zirkus. Denk an den Jan, für die den Jan früher gesehen haben. Plage. Hund. Salat. Und das letzte Wort, Fußball. Okay, super. So, los ist also ein bisschen warm. Du musst mal probieren, die zwei zu vermischen. Das heißt, der Körper, den wir wackelig gemäht haben, und der Kopf. Und dafür habe ich eine ganz flotte Übung. Ich habe an der Beschreibung von der Sendung von heute geschrieben, die könnt Objekte mitbringen. Und zwar habe ich geschrieben, die Sonnenbrille. Okay? Just für mich ist das Tote nicht just die Sonnenbrille. Das kann auch sein. Hallo? Ja, schon Vakanz. Und du? Och, aber flott, da kann man treffen. Oder, wenn dir eine Idee hat, dann probiert die aus. Ich werde auch noch ein paar ausprobieren. Ich werde euch da ein paar weisen. Wir probieren doch selber Ideen zu finden. Was könnte die Brille danach alles sein? Sie wird. Na, den hat ich auch schon gewusst. Oder. Ah ja. €395, wenn ich schrift. Oder. Du hast bestimmt bessere Idee wie ich noch. Ja. Ich denke daran, von der Mama oder der Papa oder so in der Wurst daheim ist und die sieht voll an Action, freut sich ganz Leben, ob sie ein Foto können machen und dann können sie es schicken. Da sehen wir die Dometen, die da gemäht haben, die Übungen, die da gemäht haben. Wir geben es riesig drauf freien. Schon der Schein wo sie können schicken. Oder noch ein paar Ideen, an denen man den Ball nach kann machen. Oh, zum Beispiel. Oder. Okay. Die Übung könnt ihr auch noch mit ganz anderen Sachen machen. Zum Beispiel Hünnisch. Der Titan, da tun wir all daheim. Ja, verschiedene Mäh, verschiedene Männer. Ja, ein Toilettenrollo. Ja, mit dem könnt ihr dieselbe Übung auch machen. Ja, das ist auch ein kleiner Tipp, den ich den Enseignern gebe. Macht die Übung in der Klasse. 5 Minuten, kleiner Break, mit der Kanne. Das ist genial, klappt super gut. Und macht Spaß, macht Freude an. Und im Moment an der Covid-Zeit ist das dort noch möglich, weil sie auf ihrer Platz sind, weil sie einzeln mit der Maske rein können. Also ein super Tipp. Ja, zum Beispiel hier mit dem Toilettenpapier können den so, so rundherum rollen. So. Okay, du hast bestimmt andere Ideen. Ich vertraue dir, du kannst auch nicht mehr Ideen wie dir wissen. Und das klappt bestimmt gut. So, wir machen wir ein kleines Spiel, für uns zu konzentrieren. Also muss ich wirklich ganz gut konzentrieren, weil es geht schnell durcheinander. Ja, das ist ein ganz flott Spiel, aber bleibt gut konzentriert für einen Computer oder für eine Tele. Das Spiel ist 1, 2, 3, 4. Kompliziert ist es nicht. Ja, wir zählen mal ein erste Kehr bis 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nein, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. Nun machen wir dasselbe, just dass wir Zahlen ersetzen durch Bewegungen. Aber nicht alle zusammen. Wir machen das progressiv, ein um anderen. Wir fangen an, wir ersetzen ein durch die Handklappen.
Ich zähle 2 mal bis 4 und dann wirsle ich. Okay? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oder verstanden? Okay, du ersetzt mal 2 durch. Ich kann leider nicht heimklappen, sonst klappen ich auf mein Mikro und dann sind ein Tontechniker, die Ohren, die explodieren. Dann klappen ich auf meinen Bauch. Okay, das geht. 2 als Bauchklappen, 3 als B-Klappen, und 4 als die erste Kehr. E-Bein, zweite Kehr, anderes Bein. Okay? Verstanden? Dann können wir probieren mit der Musik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 4. 4. Okay? Habt ihr das verstanden? Ich sehe meinen Kameramann, der wird darüber rufen. Ich muss ihm ein bisschen helfen. So, das Tote kann ich auch mich schnell machen. Ja, das heißt, ich habe es losgemacht. Wenn er wohl spielt, dann machen wir es mich schnell. Aber wenn er nicht ganz wohl spielt, dann kann er einfach handelt sich führen. Das heißt, fängt der Mund just Bewegungen und dann sind 1 Bewegung wäsch, 2 Bewegungen wäsch, 3 Bewegungen wäsch und alle Bewegungen wäsch. Ja, das könnt ihr traurig auch noch ausprobieren, nach dem Video. Ja, das ist eine immens flotte Übung, auch mal an der Schule, wenn der lang sitzt. Ja, so der Schömisch oder der Joffer, komm, wir spielen 1, 2, 3, 4, 5 Minuten und dann ist er abgepeppt. Ja. Können wir probieren, ein bisschen mehr sehen. Alle, alles. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. 3, 4. 4. 4. 4. 4. 3, 4. 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Okay? Ja, das ist eine flotte Übung, für sich zu konzentrieren. Und wenn ich mal noch ein bisschen will am Körper, oder wenn ich nicht gut wenn ich nicht sitzen kann, dann mache ich das stehen ab. Ja, so zwischen 2 Hausaufgaben daheim klappt gut. So, Loma ist schön warm gemacht. Ja, also Körper ist warm, also Körper ist warm. Wir haben die 2 zusammen gemischt, wir sind konzentriert. Dann können wir anfangen mit Spielen. Okay? Und am Impro-Theater, was immens hilft, ist, ich mache Musik aus, ja, was immens hilft, ist Gefühle. Ja, für die den den Klon mit mir angeguckt und die hatten die noch schon Gefühle gesehen. Für die anderen gucken wir das einfach durch. Und heute entschied, dass ich wollte 5, 6 machen. Ich meine, wir packen da 3, 4. Es ging ja noch viel mehr. Aber ich weiß nicht, mit wem wir heute schaffen. Also, super Gefühl, ob ihr den ganz gerne hört. Glücklich. Okay, wenn ihr glücklich ist. Das ist nicht oft genug. Und das ist ein Gefühl, das soll ihr ganz viel üben und ganz viel trainieren. Das ist wichtig. So. Traurig. Also ein ganz wichtiges Gefühl. Sonst am Theater soll man den traurig ist. Das Heinz ist gut traurig zu sehen. Und am Theater hilft da ganz viel beim Spielen. Angst. Ja, ein ganz starkes Gefühl, mit dem ich noch ganz flott spielen kann. Ja, das werden wir auch doch gucken. Und wahrscheinlich die letzten 4 Haut Rosen. Wie seht schon in meinem Gesicht. Ja, Rosen kennen wir alle gut, wir waren alle gut schon ein Rosen. Und heute werden wir mit denen 4 sicher ein bisschen üben, ein bisschen spielen. Aber wenn wir die anderen packen, dann holen wir den dabei. So. Also, das ist ganz einfach. Wir sichern Gefühle raus. Au hasard. Holen den Doten.
Ja, ich lehne jetzt mal auf den Boden. So. Okay. Was ich noch machen, also ich weiß nicht viel. Und da guckt er mal, und ich hätte dass man da den ganzen Körper gesehen. Ich frage die Leute, die Leute aus der Kamera, da sind den ganzen Körper gesagt, ich erkläre nicht nur für was. Das heißt, ich weiß nicht, ich gefiel Rosen. Jidfried war schon mal ein Rosen, Jidfried weiß auch wieder das, aber Jidfried doch nicht selbst Rosen. Okay? Das auch verschiedene Leute gehen mehr Rosen oder Männerrosen auf verschiedenen Leveln, auf verschiedenen Niveauen. Heinz du kennst Leute, die Rosen und dann fangen sie mit Jäizen an, sie sind mega Rosen! Oder die Leute, die Rosen an. Gesagt ihnen nicht viel, gesagt ihnen nicht bisschen, gesagt ihnen nicht Gesicht, aber mehr wichtig, gesagt ihnen nicht mit dem Körper. Der Körper ist wirklich wichtig am Theater, dass wir dummer dabei sind. So, was wir jetzt zusammen machen, ist, schon erst kleine Musik vorbereitet, für da zu üben, eine Roserei zu spielen. Ich meine die Musik an der Haltigkeit der Schiedverein, als ich dann daheim zu möchte, an sich überlegt, wie sie nicht von der Rose sind. Was spüre ich am Bauch, das ist am Körper, was spüre ich am Kopf, was kann helfen, dass eine Situation sich, wo ich mal Rose war. Okay? Und dann gucken, für die Roserei zu spüren. Ein bisschen an den Händen, an den Armen. Ich begleite nicht dabei. Ich helfe nicht ein bisschen gucken, was kann ich denken. Okay? Also, ich meine, eine große Musik an. Voilà. Okay? So. Also ich weiß, dass wir nicht Rose gehen. Die können wir probieren. Bei mir sind oft Hände. Ich weiß nur, mein Handy. Ich meine, mein Feichte so. Nicht, dass ich will schlagen, aber ich gehe Rosen spüren an den Feichten. Ich gehe noch ganz warm. Heinz geht noch rot am Gesicht. Wenn ich mich ganz konzentrieren, dann kann ich auch rot am Gesicht gehen. Auch ganz wichtig, meine Atmung. Probiert das daheim, das mit den Beinen. Und sind noch Leute, die bewegen sich, die machen hier rundherum, die müssen die Roserei durch die Face rauslassen. Okay? Okay, probiert, ich lasse nicht nach 10 Sekunden. Ich probiere mal raufzukommen. Okay, oder das probiert, als es gegangen. Die anderen Leute haben nicht viel Gefahr daheim. Hier im Studio sind sie Schritt noch angegangen, wie ich Rose gesehen. Okay, aber das ist wichtig. Probiert das mit dem ganzen Körper. Okay, der ganze Körper. Komm mal probieren einen anderen. Ich will mal Frau. Das kann ja nicht nur Rose sein am Leben, kann ja noch Frau sein. Das soll ja noch Frau sein. Ich finde ja auch hier eine kleine Musik vorbereitet. Du hast sie. Und das selbst. Ganz gemütlich, weiß Blatt. Ich will nicht mehr da gerne. Tief Luft. Das ist schön. Mein Face, wir sind auf den Day. Ein bisschen nach vorne gehen. Mein Face, die gehen so ein bisschen rüber rauf. Sie nehmen mir ein weißes Blatt. Mein Arm. Ich zoome noch mal gerne, wenn ich Frau sehe. Und ich für den Lachen. Und so gehen doch. Verschiedene Leute, die sagen, du hast so klein gelacht. Und andere. Die lachen die ganze Zeit, wenn sie Frau sind. Du als Schiedverein empfindest Fred wie hier nicht viel richtig, oder wie hier nicht spielt, also im Bauch. Denk dran, den Körper an den Kopf. So, wir holen nach Letzten. Ich mache die alte Musik aus. Wir holen nach Letzten. Den auch bestimmt kennt, traurig sind. Okay? Du hast es selbst. Pass auf, wenn wir aufhängen mit der Übung, wie spüre ich mich am Körper. Was geschieht mit mir? Guckt, bei mir will gucken, wie ich das mache, wir probieren es selber zu finden. Das ist wichtig, dass wir nur für zu spielen, dass wir es selber finden. Okay. Also, du hast ja auch eine kleine Musik vorbereitet. Ganz traurige Musik. Weiß Blatt.
Okay, sieht da? Und ich probiere Traurigkeit zu empfangen, schwätzen ich auch nicht so viel. Ja, für mich ist das Moment, wo ich für mich muss sein. Ja. Es gibt einfach Leute, die kreischen so. Das geht doch. Ja. Wir sind mir ruhig, meine Schulter geht ein bisschen rauf, der Körper geht ein bisschen, sie sind groß, größer, schwer. Aber wenn ich traurig bin, dann merke ich, wie mein Körper so, also ich rangeht. Und das ist okay. Ja, jeder empfindet seine Traurigkeit wie ein Leben empfindet, wie der Bauer einem sieht. Okay, kommen wir mal die Musik aus. Ja, ich will nicht, dass wir zu lange traurig sind. Okay, für das zu üben, machen wir ein Spiel, das ich immens flott fand. Und das Spiel heißt Gefühlskino. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, ihr sitzt daheim. Ihr könnt euch auf dem Boden sitzen oder auf dem Stuhl, wie ihr wollt. Oder auf dem Bett oder egal, wo ihr gerade drin seid. Und ihr müsst euch vorstellen, ihr seid am Kino. Okay? Und da ist ein Film, der geht los. Und ich werde euch weisen, was für Gefühle, was für Szenen kommen und was für Gefühle da gewesen gehen. Und ihr müsst probieren, die, wie wenn ihr am Kino sitzen, die zu empfangen. Ja, wie gibt ihr da reagieren? Ihr könnt auch Popcorn dabei essen. Okay, Problem, wir sind am Impro-Theater, da ist alles möglich. Ein Cola trinken. Ja, profitieren. Im Moment darf man nicht, gleich darf man, im Moment darf man nicht an das Kino, da darf man an das Kino. Ich weiß nicht auch die verschiedenen Gefühle. Ich weiß nicht, der auch. Okay, ich weiß nicht, der an der Kamera. Und ich weiß noch immer Musik. Die Musik könnt, dann weiß ich schon, ja, du könnt eine traurige Musik, du weißt, nice, der traurige Gefühle. Und dann probiere ich da, auf den Film zu reagieren, wie wenn du einen ganz traurigen Film gucken, einen ganz schrecklich, ekligen Film oder einen ganz witzigen Film gucken. Okay, seid ihr bereit? Und los geht. Sie sitzen am Kino, ihr seid Popcorn, der Film geht los, könnt Werbung beim Live. Okay. Und der Film geht los. Okay, wie reagiert da? Ich helfe nicht ein bisschen. Also guckt bei mir gesagt noch schon. Ich gucke den Film nicht mehr später so witzig, also ich fange noch schon über das Lachen. Probiere doch auf verschiedene Art und Weisen zu lachen. Also so oder eben hart. Das kann noch mal viel, dass ihr am Kino oder am Theater hart lacht. Das ist okay. Okay, der Film geht weiter. Film geht weiter. Geschieht nicht ganz viel. An der Bank geschieht etwas mit dem Held und sie sieht nicht froh drüber. Ein Held wird gefangen, nicht den Besen. Oder sein Partner oder seine Partnerin ihn mitgeholfen in den Besen. Oder er verliert etwas. Geht abs Futti, geht richtig Rosen. Und die auch probiert zu versperren, wie Rose geht. Und die geht doch Rosen an ihrem Stuhl. Und ihre Popcorn fliegt ein bisschen durch die Gegend. Und die trinkt ja Cola ganz fast. Und der Cola trinkt. Oh, da ist mich dran. Okay. Der Film geht weiter. Geht weiter. Okay. Hallo. Weißes Blatt. Die Wacht, was geschieht lo? Schrecklich traurig Szenen. An diesem Film. Geschieht etwas Schreckliches mit dem Held. Und wir den Tisch ab, ich aus der Tasche raus. Und Tränen werden er rein. Der Film geht weiter.
an der Banker sitzt ein Held ihren Fuß fest. Ja. Er sitzt ihren Fuß fest und stehen da Leute. Und hat Angst für den Held. Er weiß nämlich nicht. Ich weiß nicht, was mit ihm geschieht. Ich weiß nicht, wie soll er raus. Und die hält er schon am Sitz vom Kino hin. Hält er schon einen Opa am Arm und nee, die kann ich nicht, ich will lieber den anderen. Okay. Weil er dann so gut so. Oder so alles. Okay. Puh. Okay. Ich habe mir genug Film für Haut geguckt. Also für mich mit den Emotionen geht es für Haut durch. So, das ist mir mit den Gefühlen. Also wir haben unseren Körper warm gemacht, wir haben unseren Kopf warm gemacht. Wir haben die zwei gemischt, wir haben uns konzentriert mit den Gefühlen. Was noch fehlt für Theater zu spielen, sind Personagen, sind wen aus am Theater, wer spielt, wen aus auf der Bühne. Ja? Und da haben wir auch am Impro-Theater ein paar kleine Spiele, die wir machen, für darum zu schaffen, für neue Personagen zu entdecken. Die erste Übung, die ich gehe, ist ganz einfach. Ich gehe erst einen Platz oder eine Situation und ihr probiert da so viel wie möglich, wen hast du? Wie ein Personage geht da? Ich gebe ein Beispiel, zum Beispiel an der Schule. Wie finden ihn dann an der Schule? Schulmeister oder Joffer, Schüler, der Concierge, vielleicht eine Mama oder Papa, den helfen könnt, oder die Joffer aus dem Marquis, oder ich weiß nicht, Leute, die auf Besuch kommen, den Direktor, egal, es gibt mehr Personen. Es gibt auch Situationen, was möchte ich an einer Schule? Schreib den etwas ab, der will etwas spielen, der will etwas essen. Okay? Das ist, ich hätte das mal während eine kleine Minute, ich will den Quacky, den hilft uns. Ich will den Quacky, an den hilft uns, und dann von Quacky probiert er, etwas Neues zu erfahren. Probiert nicht immer dasselbe, ich probiere etwas Neues. Ich gehe in Situationen, wo der Sache erfahren und dann können das ausprobieren. Ich werde auch ein paar Sachen ausprobieren, weil das unisch, wenn das ersteht, wenn der Mensch guckt, für Sachen zu finden, dann drehen der Jum in die andere Richtung, der hört die Musik, fand Sachen für euch. Das ist wichtig, dass ihr mit der eigenen Fantasie, mit der eigenen Kreativität die Sache probiert rauszufinden. Also, schon da eine kleine Musik. An die erste Platz, wo wir sind, ist am Supermarché. Okay, wo wir einkaufen gehen. Okay, was gibt es dann da für Personagen, für Leute, für Situationen? Ich denke da spontan an Bip, 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 Bip. 15 € durch, wenn ich lift. Oder oder hat der Töpfchen Mist gefallen, ne? Oder die hat bestimmt auch andere Ideen. Die sind mehr kreativ wie ich. Kinder sind immer mehr kreativ wie die sind. Das heißt, sieh ich mal selber, ob danach Idee vom Supermarché fand. Alle Ideen sind gut, es gibt keine falschen Ideen, sogar die verrecktesten Ideen. Ein Hund, den am Supermarché fortgelaufen ist, oder ich weiß nicht, ihr fand bestimmt andere Sachen. Okay? Probiert nach reinzufinden. Ja, der tut, die tut das gut, die gesehen ist. Oh, mega. Oh, nicht so viel. Pass auf Blut. Oh. Okay, kommen wir mal in den zweiten Platz. Etwas, was ihr auch kennt. Wen oder was gesagt ihr alles am Zirkus? Da gehen doch bestimmt Sachen. Du Moin haben wir hier gesehen, mit Jan, den am Zirkus ist. Was kann er da machen, was kann er da entdecken? Das ist nicht. Ja, wie gesagt, es gibt keine verrückten Ideen, es gibt just lauter Ideen, die ihr ausprobieren. Personagen, ein Klon, ein Jongleur, was geht noch? Ein Leif, ein Dompteur, was geht da noch? Los, du her,
ja, Fantasie spielen. Die darf all Ideen rauslassen. Ja. Kleinen Tipp für die Joffen und Schulmeistergin ist, das ist ein ganz flotten Exerzice für Vokabular abzuschaffen. Ja, wenn du ein Thema hast, Bauernhof, Bösch, klein, 10-15 Minuten, Spiel vom Grack, 101 Idee ist das Spiel, geht auch bei den Site von Makedra. Mit der Kanner, die wird gesehen, Kanner, mein Vokabular geht viel, viel mehr einfach. Ich habe ganz gute Erfahrungen damit gemacht. Okay, Kanner. Oder noch? Noch ein bisschen? Okay. So, leider kommen wir los schon zu unserer letzten Übung. Das ist noch mehr schnell gegangen, wie ich gedacht habe. Also ich bin richtig traurig, dass ich schon am Ball muss gehen. Ich gehe dann gerne mal hier bleiben. Eine letzte Übung. Lo möchten wir alles zusammen. Das ist all die Sachen, die wir heute gesehen haben. Wir konzentrieren uns, wir weisen Gefühle, wir haben Energie. Wir sind Personagen, wir möchten alles in einer letzten Übung. Und zwar machen wir es so. Ich hätte gerne, dass jeder von euch sich ein Personage, eine Person rauszieht, die ihr wollt spielen. Und dann lassen wir 10 Sekunden, 20 Sekunden für ranzukommen, für die Personage anzufangen. Ein Pirat, ein Bäcker, ein Pilot, ein Fußballspieler, egal, wie ihr wollt. Und ich werde ein Personage auf verschiedene Situationen setzen. Das heißt, was geschieht, wenn ein Personage Rose geht? Oder was geschieht, wenn er seinen Schlüssel verliert? Und dann probiert er das ganz spontan zu spielen. Das ist ein bisschen schnell gegangen. Es war super flott, wenn es flott ist, dann geht es immer schnell. Aber da kann man probieren. Sie können das Video in gucken und das Exerzice nach einem probieren. So, also ich lasse euch 5-10 Sekunden für Personage zu finden. Und ich stehe mit meinen Kärtchen mit den Gefühlen festzuweisen. Ich werde auch schon Musik anlegen. Und dann werden wir probieren, all die Sachen, die wir gesehen haben, an eine letzte Übung zusammenzusetzen. Okay, also. Oder? Ja, noch nicht für ihn, da sind dann noch die Überlegen, ich gesehen das. Ja, die letzten. Okay, sie ist nicht kompliziert. Wenn er keine große Idee hat, will er etwas einfach. So ein Bäcker zum Beispiel. Ein Bäcker, der am Gang das Brot zu machen. Oder der Polizist, der am Gang das Verkehr zu machen. Das Auto laden zu lassen. Egal, etwas Einfaches. Okay, so, ihre Personage. Den ist da, die möchte irgendetwas, was er gerne möchte. Der Bäcker möchte zum Beispiel Brot. Okay? Aber da geht aber etwas ein bisschen schief. Und der Bäcker, oder der Polizist, oder der Pirat, oder egal was am Gang sind, spielen, die geht Rosen. Und dann sein Brot zu machen. Oh, das ist dran gefallen. Okay. Geht immer mehr Rose. Okay. Okay. Beruhigt sich aber. Personage beruhigt sich. Weiß Blatt, wir haben seine Aufgabe, das ist alles gut. Der Polizist hat das Auto nur gehalten. Okay. Und weil alles gut geht, ja, du hast ein Personage halt glücklich. Klappt ja gut. Sie sind am Gang Brot zu machen für meinen Klient, das Auto gelauncht, schläft gut. Alle. Okay. Alle. Wir sind glücklich. Alle. Wie spielt der Personage davon glücklich? Wie möchte sein Brot? Schlägt er drauf? Oder ist gut am Gang mit Kneten? Oh, fehlt noch ein bisschen Mehl, halt mit Mehl, möchte noch ein bisschen dabei. Dann zum Zeug, machen wir mal Kneten. Polizist ist gleich am Gang mit Tanzen. Oder ein Pirat, den ist mal nicht am Gang, einen Mann sein Schiff zu klauen, aber er ist am Gang, ich weiß nicht, sitzt rundherum den Feier mit seinen Piratenkollegen. Okay. So, leider war das schon von mir. Ich hätte noch gerne weiter mit dir gemacht, aber leider ich gesehen, Dauer und Zeit lebt als davon. All die Sachen könnt ihr auch ohne mich probieren. Dafür braucht ihr keinen Grack. Ich finde all
die Übungen gewiesen, die können da auch lo allein probieren. Die können da mit ihrer Geschwister probieren, wenn die keine Zeit hatten zu gucken, weil sie am Homeschooling waren oder mit ihren Eltern. Macht das, profitiert, amüsiert dich. Die können ja auch Kostüme basteln, die können auch andere Objekte holen, wie die Sonnenbrille. Das heißt, macht die Sachen auf den Enseignant, benutzt die Sachen noch in ihrer Klasse, lebt man das wirklich flott, das mit der Kanne zu machen, es muss nicht immer lang sein. Wenn ihr nach Info wollt, wenn ihr nach einer Übung wollt kreieren, für die Jofren und Schulmeisterin auf makidra.lu, fand ihr nach lauter Übungen, die ganze Equipe mir schaffen, darum für neue Sachen drauf zu setzen. Kann ihr, wenn ihr flott Fotos habt, wo ihr am Action seht, wo ihr die Übungen macht, könnt ihr die schicken auf info@makidra.lu. Ich meine, da können wir vielleicht auch, ich weiß nicht, ob man das im YouTube drin können schreiben, die E-Mail-Adresse oder so, das info@makidra.lu. Wir geben uns freien Fotos zu kriegen, zu sehen, wie das erlebt, wie ist das gegangen. Ich muss erst leider schon Eddie sagen, tut mich gefreut, mit dir zu schaffen, weil man es flott, schon mich gut amüsiert, schaffen die auch. Und passt auf ihr Job, passt auf die Leute, ob die da gerne hört. Ich sage nicht Eddie, aber bis ein anderer Mal.